Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mehr motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig morgen. Wunderschönen Montagmorgen allen ZuhörerInnen. Jeder von euch, der das nach dem Montag hört. Warum? Wieso bist du so? Überdenk ein bisschen deine Lebensentscheidungen und frag dich, was ist am Montagmorgen wichtiger als eine neue Folge Kurz und Bündig? Oh. Check it out. Check it out. Ich habe eine Frage an dich, Sero. Was ist heute anders als vor 5 Jahren, wo vor 5 Jahren normal war? Achtung, beim Thema TV. Was ja 5 Jahre normal war, was nicht mehr normal ist? Ja. Du hast vor 5 Jahren nicht viel Fernsehen gezahlt. Ich weiß, was du raus willst, aber es ist keine Werbung jetzt. Ich meine es ernst. Ja, ich weiß, aber nein, ich meine ehrlich so. Doch, du hast auch gezahlt vor 5 Jahren. Ah, okay. Die Aber Nebenkosten. also okay, gut. Ja, irgendwann ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo es einfach kostenpflichtig wurde. Aber sonst, was hat sich geändert im Vergleich zu vor 5 Jahren im Fernsehen? Also, ich glaube, also sicher am Programm, habe ich das Gefühl. Okay, genau um das geht. Ja. Was am Programm hat sich geändert? Ich gebe dir einen Tipp. Hm. Der eine Sender, der berühmt ist für das, ist Eurosport. Frauensport. Guter Punkt. Nein, gut, ich gehe weiter. Die Sendungen, die ich meine, sind immer aber eine gewisse Zeit gelaufen. Ja, fuck. Ah, falsch. Sorry, ich habe denken. Immer zu einer bestimmten Zeit, ja, Wrestling. Guter Punkt. Wir haben alle die gleiche Idee gehabt. Ja. Weißt du noch, 2000 Ich weiß nicht, oder ich so? habe immer gewusst, ich glaube, es ist immer 20 vor 11 losgegangen. Ja, Oder so. Smackdown vs. Raw. Ja. Ist so ein Ding gewesen. Gab mal drauf, ins Wohnzimmer da, jemals kommt dann raus und dann. Bro, Wrestling ist so ein Ding gewesen. Direkt, ja. Wir haben das alle geschaut und uns gegenseitig verprügelt. Weißt Ja, du noch? vor allem, du hast gedacht, was weißt du, so, boah, voll recht und so. Weißt du noch, der Rey Mysterio? Oder John Cena. Direkt. Wer hat's noch gegeben? Undertaker. Genau. Die andere Boogeyman? Ja, wahrscheinlich schon, aber ich kenne nur die drei so vom Namen. Rey Mysterio, Undertaker, John Cena. Triple H hat es noch gegeben. Batista, Bro. Batista, der ist der, der es am weitesten gebracht hat. Bro, ich habe lang gelebt, der ist cool. Weil irgendein Bastard hat auf Google ein Foto da, wie sein T-Shirt kurz am Flagge ist. Ich so, Baba, der ist cool, der ist Amerika, Leute am zusammengekommen. Er so krass. Krass, Bruder. Nein, ich meine auch nicht Wrestling. Okay. Also ist anders. Zu einer bestimmten Zeit. Läuft es jetzt noch oder läuft es nicht mehr? Ich glaube, es läuft nicht mehr, weil vor allem du kannst das jetzt anders darauf zugreifen, auf den Inhalt. Aha. So, weiß ich auch nicht. Telefonsex und so Scheiß. Bruder! Ja, Wie weird war früher gewesen, schlimm. so Strip-Poker und die Telefonsex-Werbungen. Alles. Ich weiß nicht, ob es das heute noch hat, aber Bro, früher hast du nach der 12 ist überall so Sachen gelaufen. Ja, direkt. Und ich weiß nicht, wenn deine erste Berührung war mit pornografischem Inhalt. Ich weiß nicht, aber was ich weiß ist, eines morgens bin ich mal so morgen um 2 Uhr verwachen und ich bin auch wach gewesen. Ich so, halt Kind, weißt du, so, oh, ich bin wach, ich kann mein Wohnzimmer. Geil, Fernsehen schauen und die Zeit. Bro, ich so voll allein, so, okay, Türen zugemacht, Licht angeschaltet, ich so, zeig Fernsehen. Nachher irgendwann mal halt natürlich später dann Ja. gesehen, was läuft.
Hast du aber jemals von Friends Jacks? Nein, das ist ehrenlos. Das ist wirklich ehrenlos. Das ist wirklich ehrenlos, Bro. Das ist ehrenlos. Das ist bodenlos. Auf jeden Fall, irgendwann machen wir mit meiner Mutter. Und ich habe wirklich nicht die Sender geschaut. Ich habe übersprungen sogar. Dann meine Mutter, was machst du? Ich so, ich bin verwacht. Nein, verwacht zum Sachen schauen, gell? Ich so, ich schwöre nicht. Sie so, hört nicht fressen. Aber Bro, können wir über das Phänomen reden? Ja, das ist schon krass. Also das sind Leute gewesen, die haben zum Beispiel Strip-Poker auf Eurosport. Ja. Die haben einfach Poker gespielt, nackt. Weißt du, es gibt auch nicht mehr, wo es so vor 15 Jahren, nein, 10 Jahre eher. Vielleicht sogar nicht mehr. Was? Teletext. Mal gibt es immer noch. Ja? Man benutzt es einfach nicht mehr so. Krass. Teletext war auch gewesen. Aber können wir kurz bei dem bleiben, bitte? Ja, okay, sicher, ja. Es hat sogar gewisse Sender, Kabel 1, gehabt, die haben ganze Pornofilme gezeigt. Ja? Aber Mais. Krass. So ein Hybrid aus Story und Ich habe immer Porno. gemeint, das ist alles nur voll mit so Telefon, weißt du, so Leute an mit so dich ab. Oh mein Gott, jetzt muss ich schnell etwas holen von seinem Handy, aber ich kenne es so. Ich habe mir gedacht, so, egal was sie so für Ausschnitt zeigen, es ist einfach Teil von dem Telefon-Ding. Sagst du so, du kannst das zusammen mit mir erleben, Leute mir an. Das ist ganz. Aber eben, hast du das, jetzt mal ganz ehrlich, hast du das jemals gehabt, dass du, wenn auch immer, so einen erwachsenen Film geschaut hast? Im Internet? Und dann bist du am Höhepunkt gewesen? Mhm. Und ich sage jetzt mal, was mir ehrlicherweise oft passiert ist, ist einfach gewesen, ganz Leben hinterfragt. Nach dem so. Oder das Video angeschaut und dann denkst was habe ich gerade gemacht? Ja. Checkst du, was ich meine? Ja, ja, okay. So die, wie nennt man das? Afternote. Krank. Nein, die Afternote. Es gibt sogar das Wort krank. Es gibt es ein. Krass krank. Das ist dir nie passiert. Not depression. Nein, du bist fertig und nachher schaust du das Video an und denkst du so, wieso? Ja. Okay, gut, willst du nicht drüber reden. Aber gut. Ey, krank. Bro, ich wollte jetzt nicht sagen, warum und wieso, aber ich habe einen Porno geschaut und bin dann irgendwann auf die Kommentare gegangen. Das sind Banger. Die sind wirklich Banger, Ja, Bro. 10 von 10. Also meine erste Frage ist, hast du mal einen Porno geschaut und nachher denkt, hey, nicht so geil, aber die Geschichte interessiert mich. Nein, Und dann einfach weitergeschaut. Nein, das ist eigentlich krank, nicht? Nein, ich glaube, das ist eher, weil ich halt ein Cinephil bin, weißt du? Ja, ja, voll. Du so, ich schaue alles aus der Perspektive vom Produzent. Ja, und Regisseur. Also, ey, was soll ich sagen? Apropos, Apropos. wieso hat niemand den Classic durchgezogen nach dem Schweiz gegen Italien-Match und den Match auf Pornhub geladen? Italy getting fucked by Swiss. 11 Italians get. Nein, los jetzt. Jetzt. Ich weiß nicht, wie ich das soll sagen, ohne mich in ein schlechtes Licht zu rücken. Wird schwierig, aber versuch. Aber jeder hat mal Ich kann dich schlechte Tage ausreden. hinter sich. Ich kann dich ausreden. Gut. Jeder hat mal schlechte Tage hinter sich gehabt. Und ich sage jetzt mal so, ich bin ja, ich weiß, wie ich es sage. Ich bin ja dafür, dass man mehr auf Pornoseiten zum Beispiel mehr realistischen Sex haben. Mhm. Oder? Mhm. Es muss nicht immer eine sein, die aussieht wie ein Schluchboot oder was weiß ich, oder der Typ muss einen 30 cm Schwanz haben. Und der eine Porno, den ich noch geschaut habe, das war ein deutscher Porno. Mhm. Und ich sage jetzt mal, wenn man jetzt so darüber würde definieren, was das westliche Schönheitsideal ist, dann würde die Person, beide Personen, vermutlich nicht hohe Punkte erzielen. Okay. Verstehst du, was ich gerade Yeah. sage? Ich lese dir jetzt ein paar Kommentare vor. Ich bin in mir selber reingekommen. Einer schreibt, wenigstens authentisch. Fair. Fair. Gut. Dann schreibt einer, sorry, Bro. Also, ich kann die Situation nicht erklären. Ja, ja, es ist. So, ich habe mich kaputt Du gelacht. Jax hast Mit deine Latte in der Hand und nachher ist so meinem Schwanz in der Hand bin ich das am Lesen und am kaputt lachen, Bro. Für 20 € würde ich die Schreckschraube durchballern. Und jetzt kommt mein Lieblings. Der Typ dort. Ich sag so mal, ich weiß nicht, was in meinem Hirn durchgegangen ist, dass ich den Porno geschaut habe. Der Typ ist. Hat hohe dünne Beine.
Und dann auf einmal einen riesen Bauch gehabt. Ja. So eine richtige Bierwampe. Ja, ja. Weißt du, ist Ja, gut, richtig unangenehm gerade das Gespräch gehabt. Nein, ich will schauen, was der Kommentar Der ist. Kommentar ist so. Sie ist ja wirklich geil. Aber er sieht mit seinem Eichbaum-Spoiler aus, als ob er schwanger wäre. Also erstmal, Er ist ein Heimat, Alter. was ist ein Eichbaum-Spoiler? Vom Auto? Spoiler ist vom Auto, aber Eichbaum. Wahrscheinlich aus Holz. Von dieser Farbe vielleicht auch so. Bro, Er ist wirklich, Alter. oh mein Oh mein Gott. Gott. Ja. Aber genau. Weißt du? Früher. Ja? Hm? Was hast du gesagt? Wenn ich geschaut. Oh, lang, Bro, ich muss schon das Bild klar, anschauen. ja. Ich habe das Ah, Foto Bro, gemacht. krass, einfach 10-jährig. Ah, krass. 4 Jahre. Krass. Stabil. Ich habe das Bild wieder gefunden. Ja, Mann. Stabil. 20:36 Uhr. Auch eine gottlose Zeit, finde ich. Zum Jackson. Muss man auch sagen. 20 Uhr wie viel? 20:36 Uhr. Ja, ist Abend. Was ist mal so eine gottloseste Zeit gewesen? Keine Ahnung. Bro, red mal ein bisschen über das Thema. Sag, ich wollte nicht drüber reden. Brauchen nicht so Sachen, Okay, ist gut. die lustigsten Kommentare auf Pornos. Es gibt ein Subreddit sogar, wo so Sachen erzählt. Leute Bett raten. Schau ein Video an zum Bett raten, was sind da gestört, Alter? Ja. Very impressive sheets, especially considering it can cover 4 entire people. Was? 8 out of 10. Alter, was für ein Scheiß. Ich habe mit meinem kleinen Cousin geredet, also der ist jetzt irgendwie zweite Oberstufe. Ja. Und du weißt, so als Götti und so muss man ja auch ab und zu einfach mal die Gespräche führen, die ein bisschen unangenehm sind. Mhm. Und dann habe ich so wollte ihm sagen, hey, look, das Internet ist voller pornografischer Inhalt. Mhm. Ich nehme an, in dem Alter, wo du bist, ist das ein Thema? Er ist so, nein, ich schwöre nicht. Ich so, look, Bro, wenn einer weiss, dann kannst du mir sagen, weißt du? So. Direkt, ja. Oder? Ich bin im Bre. Nachher habe ich ihm so gesagt, ja, schaust. Er so, nein. Ich so, soll ich Verlauf anschauen? Er so, ich schaue nicht. Ich so, einfach privat. Er so, nein, ich schwöre, ich schaue nicht. Stark. Dann sehe ich auf seinem Handy Reddit. Mhm. Ich so, gib mal Handy. Er so, nein, Bruder, ich schwöre, ich schaue nicht. Ich so, was machst du auf Reddit? Ja, nicht. Sachen anschauen. Ich so, sag. Er so, nicht. Also gib, ich schaue Community so. Ja. Er rennt einfach weg. Ich sag, der kleine Pisser. Ja. Auf jeden Fall, ich habe wirklich müssen lachen. Was auch geil ist, einer kommentiert, even my fat cousin couldn't get stuck there. Was ist das für ein Hype? Kennst du die Hypes, oder? Hype? Die neue, es gibt doch immer so Pornotrends. Ja. Also, Bro, Kann das mit Stark und so check ich schon. Genau, aber- also weißt du, irgendjemand hat damit angefangen Ja. und hat so gesagt, ey, wie wär's, wenn du in der Wäschmaschine stecken bleibst? So offensichtlich eben halt. So, Und irgendjemand hat das gemacht, Bro. Und der ist jetzt wahrscheinlich unter den Porno-Oscars der erste, der es gemacht hat, ein absoluter König. Der wird als Martin Scorsese von Pornos angeschaut. Weißt du, müssten wir machen, Mann. Wir müssen mal machen, dass du. Sorry. Was ist gesagt? Einer schreibt unter einem My Deepest Deep Throat Video, Mhm. denkst, wenn er fest genug rauszieht, dreht sich wie ein Beyblade. Bro, was zum Fick. Was zum Fick. Oh mein Gott. Ja, was willst du sagen? Ich habe so Dings dort. Ich habe jetzt so einen Ordner gemacht, weißt, mit so Sachen, wo ich vielleicht finde, wir könnten das besprechen im Dings. Und apropos Kommentar, fiese oder lustige. Es gibt so ein Bild auf Insta, die Person hat sich einen Traum erfüllt in Amerika. Ja. Ein langer sinnter Traum, wo sie sich einen Trailer gekauft hat und aus dem halt ein Dings gemacht hat, ein Kaffee. Und die Person nimmt immer TikToks auf, weißt du, und Also ein Videos. Trailer, so ein. So ein kleiner Anhänger. Ja, Etwas. ja. Und sie nimmt immer TikToks auf, wie sie Kaffee serviert.
Und sie ist immer so, weißt, immer nur freundlich. Hi, how can I help you? Und so, mega lieb und so. Bro, und die Leute in den Kommentaren. Also ich sag dir mal, ich versuche jetzt mal einen vorlesen, den ich auch vorlesen kann. Ja. Sie schreibt so, sie tut zum Beispiel jeden Ding sagt, hi friend. Und so, shut the fuck up, we're not friends. Was? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das fies ist. Ich check das nicht, aber jemand schreibt, the winter bug is unreal. Ich check's nicht. Wow, der ist fies. Das kann ich nicht sagen. Sag. I never wanted to be anyone's friend less. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, und hate from Nigeria. Einfach er weiß nicht, was du sagst, durch hate from Nigeria. Oh mein Gott. Alter. Bro, das ist das Unterste, was die Kommentare... Sag. Nein, Bro. Das ist wirklich Unterste. Hate from Germany, hate from Italy. Alter. Ja, das kann ich nicht vorlesen. Das ist alles ein bisschen Unterste. Das wir vielleicht unter 4 Augen oder so. Aber es gibt so einen, Bro. Der hat Dialekt gelernt, bevor er Sprache gelernt hat. Wo so LED-Lichter verkauft. Hey Tony, what's up Tony? Alter, Mann. Check this new neon product with Trackman. Did you find it? Each letter has no wires, so it's easy to put it on and take it off. The design is very... Er macht immer Dialekt am Schluck. Wagwan, man. Bro, ich lustig. Alter. Er macht texanische Dialekt noch alles mögliche. Und das habe ich letztens jemanden gefunden, wo so Dinge verkauft, du findest so Kapselhäuser. Und dann, hey Boss! Ah Mann, sick. Aber ja. Ich habe einfach müssen irgendwie, ich habe noch nie, also es ist ein komischer Moment gewesen, um an dich denken, aber ich habe Okay, müssen das Screenshot machen Okay. und dir erzählen. Ich habe das so lustig gefunden. Mit dem Eichbaum-Spoiler. Okay, ich habe nochmal etwas... Lustig. Findest du nicht lustig? Doch, es ist schon lustig. Aber es ist Es unangenehm. ist gerade ein bisschen schwierig zum... Aber auf jeden Fall, ich habe da etwas Ernsteres mal gespeichert. Von SRF. Mehrheit sieht Gleichstellung als noch nicht erreicht. SRG-Umfrage zeigt. Das ist ein spannender Wechsel vom Thema. Genau, besser, oder? Okay, ja, von mir aus. Und da steht, eine Gleichstellung von Geschlechtern ist in der Schweiz noch nicht in Sicht. Das zeigt eine Befragung von SRG. 60% der Teilnehmer sind der Ansicht, dass Mann und Frau noch nicht gleichberechtigt behandelt werden. Die Meinung teilt die Frau 75%, deutlich mehr als Männer 45%. Fair. 75 und 45. Ja, 75% von der Frauen sagen 50%. Genau. Befragte sehen zudem ein Defizit in der Kinderbetreuung. Rund 2/3 finden, dass die Geschlechtergleichstellung insbesondere in diesem Bereich müsste verbessert werden. Also Hüten vom Kind und so. Care-Arbeit. Genau. Und jetzt über die Hälfte spricht sich dafür aus, dass in allen Organisationen gleich viele Frauen wie Männer in Führungspositionen sein sollten. Allerdings gibt es regionale Unterschiede. Während diese Forderung im Tessin oder in der Romandie klar unterstützt wird, sind es in der Deutschschweiz rund 45% von der Befragten. Zudem zeigt sich, obwohl die Mehrheit traditionelle Rollenbilder ablehnt, sind verschiedene Stereotype in den Ergebnissen der Studie noch deutlich erkennbar. So denken beispielsweise 24% von der Gesellschaft, dass es besser ist, wenn der Mann arbeiten geht und die Frau daheim bleibt. Wie viel? 24%, jeder vierte. 30% sind der Meinung, dass Frauen keine freizügigen Kleider tragen sollten, Was? wenn sie keine unerwünschte Aufmerksamkeit erregen wollen. Was? Also jeder Dritte in der Schweiz denkt das so. Die SRG-Umfrage zeigt weiter, dass in der Schweiz trotz Fortschritt noch Herausforderungen zur vollständigen Gleichstellung bestehen. Fast die Hälfte denkt sogar, dass sich das Leben als Mann mit dem Wandel von der Geschlechterrolle schwieriger gestaltet und somit Fortschritt nicht nur positiv wahrgenommen wird. Oh nein, die armen Männer. Aber das finde ich krass. 30% sind der Meinung, dass Frauen keine freizügigen Kleider tragen sollen, wenn sie keine unerwünschte Aufmerksamkeit wollen. Das ist heftig. Das ist okay. Wie der Schweiz, wieder 30%. Wie der Schweiz, Bro. Kein. Und da sind einmal auch die Kommentare top, weil ich weiß nicht wieso, aber so Rechte und Schwurbler und Top Gs und so,
es gibt immer einen Moment bei einem Medium, finde ich, es kommt ein neues Medium, es ist cool, du findest es geil, du findest es top, es ist etwas Neues. Und irgendwann mal ein Artikel oder irgendein Moment löst aus, dass alle die komischsten Leute auf dieser Das ist dann Welt. nach Watson. Jetzt SRF. Ja. Aber, also auf Instagram. Aber all die komischen Menschen, Bro, können einfach jeden Beitrag kommentieren auf das Mal. Auf das Mal, Bro, siehst du voller Schwurbler und voller Rechte und voller Hass, Bro, dies und das und ja. Und jetzt sind die Kommentare natürlich weg, aber wo der Artikel damals erstellt worden ist, hat es halt überraschend, und ich hätte jetzt auch mit Namen gelesen, Bro, hat es Leute gehabt, die geschrieben haben, wer sich quasi freizügig anleitet. Okay, Bro. Checkst du, was ich meine? Ja, ich check. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Also, ich meine, ist klar, wie wir darüber denken. Aber, ja, also... wir haben Und der jetzt- Classic natürlich, wo in jeder... Was ist, das weißt du gerade, welcher Classic wird gebracht, wenn Gleichberechtigung gefordert wird? Ja, aber dann geh doch ins Militär. Bro, etwa 30 so Kommentare, Alter. Ja, Wehrpflicht, das ist peinlich. Militär, Das ist peinlich. Mühlebach Photography, Alter. Schäm dich, Mann. Was? So Leute kommentieren das? Ja, Bro. Ja. Er hat eine Fotoagentur, Bro. Laurin Mühlebach. Er hat eine Fotoagentur mit seinem Namen, sein Insta pflegt er voll, Alter. Du findest alles über ihn raus, wenn du willst. Und der lebt wahrscheinlich von der Fotografie und dann... Es hat mal ein Video gegeben, wer das produziert hat, wo, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Tamara Funicello. Ja, der von Chile, ja, so, ja. Sie Ich weiß nicht, aber... ist mal in einem Beitrag, ich weiß auch nicht, wer das produziert hat, zu Haters heimgegangen. Zu Leuten, die so Hasskommentare schreiben. Und? Oh, apropos das, hast du das gesehen von der Gülscha? Nein, aber darf ich noch ausreden? Ja. Wo sie echt zu den Haters gegangen sind, die Türen geläutet haben, dann haben die Leute aufgemacht. Dann haben sie gesagt, hey, du hast den Kommentar über mich geschrieben. Wolltest du mir schnell erklären, was du genau meinst mit «Stirb doch, du dumme Fotze» und so. Und dann er... Ja, so weißt du, und so ist noch ein geiler Beitrag. Ich muss ihn mal suchen, aber der findet wirklich gut, müssen lachen, sehr geil, sehr stark. Was ist mit der Gülscha? Gülscha hat auch etwas Ähnliches gemacht. Ich muss schauen, ob das auch um Hassrede geht. Dann musst du Ah, du meinst das, was sie mit der Ding-Agentur gemacht haben? Das ist noch eine coole Agentur. Genau, wo sie halt so gesagt hat, okay, angenommen, du kommst jetzt Hasskommentar rüber. Ja. Dann gehen wir den offiziellen Weg, wo du würdest eigentlich gehen. Genau, dann hat sie gesagt, wie viel... Und dann gehst du anzeigen, Bro. Und sie hat teilweise so Hasskommentare genommen, wo sie halt ganz unter die Gürtellinie gehen, weißt du? So von wegen, ich würde das mit dir machen und so, weißt du? Ja, und dann zeigt sie, wie viele Polizisten sie ihr abraten, eine Anzeige zu machen. Genau. Und so. Und dann geht sie halt so zur Polizei und sie geht, damit halt wirklich auch kann sagen, okay, in der Schweiz ist es so, ist sie bei jedem Kanton so ein bisschen abchecken, wie reagieren die auf das. Und beim Kanton Thurgau haben sie aber irgendwie gesagt, also von wegen, was tun sie so? Ich subsidiere, ich weiß so, wo das schlimm. Also, Ja. also wenn, Also genau, so- er so von wegen irgendwie, ich weiß nicht genau, welcher Kanton es ist. Ich glaube, es ist Kanton Thurgau, ich muss schaut einfach die Doku sicher oder halt das, was Gülscha gemacht hat. Aber ein Kanton, also ein Kantonspolizist hat dann gesagt, ja, also, wenn ich jetzt würde anzeigen, all die Kleinigkeiten und die dummen Sachen, also weißt du, so abgesprochen, so wie es ist nur schlimm. Ja, ja. Und dann so wie, wenn ich jetzt so pingelig tue, wie du nicht, ich hätte den ganzen Tag etwas zu tun, weißt du? Ja, so. ja, aber das ist ganz schlimm. Fair ist aber auch die Kantonspolizei Bern kommentiert. Sie so, hey, wir haben das Video gesehen und es gibt scheint noch Potenzial nach oben. So. Aber das Video hat wieder mal gezeigt, also Das ist wirklich auch spannend, ja. Aber ziemlich zeitgleich ist ja der Fall rausgekommen mit Schaffhausen. wow, das können wir, oh mein Gott, Das ist ganz schlimm gewesen. das ist in mir am Das ist ja noch Brodeln krass, gewesen. dass es nachher gerade so einen Backlash gegeben hat. Schaffhausen ist ja voll auf die Straße gegangen. Aber zu wenig meiner Meinung nach, es hätte mich so, ja. Gut, was ist der Fall gewesen? Also ich tue jetzt aus der Erinnerung zitieren und darum ich bin mir nicht ganz sicher, aber sofern mir ist Schaffhauserin gegenüber ihr ist Gewalt angedroht worden und auch gemacht worden. Und sie ist Also sie hat einen datet, ja, ich glaube bei ihm daheim oder irgendwie auf jeden Fall. in hat sie einem einen datet. Räumchen, so einem Genau, Räumchen. also sie hat einen datet und der ist dann handgreiflich geworden. Genau. Sie hat dann ganz viele Anzeigen, Und dann hat ein Kollege von ihm, der Anwalt ist, Staatsanwalt. ja, gesagt, hey, komm in unser Räumchen und reden. Oder, nein, Anwalt, sorry, Anwalt, das ist ein Staatsanwalt. Sag mal Komm in Anwalt. unser Räumchen, wir reden. Also er hat ihr gesagt, also er hat mit ihr angefangen zu schreiben Ja. und dann kiesche so ein bisschen, hey, kann man sich kennenlernen und so.
Und nachher ist sie so, ja und dann er so, weißt du was, komm doch heute zu mir, kochen wir und so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du Sachen vertauscht. Ich rede jetzt, also sie ist ja Sie hat zwei, sie ist ja vergewaltigt worden. Ja. Und dann, Genau, beim ersten Date, glaube ich genau, sogar. Ja, und so, nachher hat der Kollege von ihm, der Anwalt ist, gesagt, komm und reden wir darüber. Ja. Und dann ist sie gekommen und dann haben sie angefangen zu schwätzen anscheinend und er hat sie, glaube ich, davon abhalten, dass sie Anzeige macht. Und dann haben sie aufs Übelste verprügelt. In einem Video siehst du das. Und das siehst du So im Video. dritt. Und dann geht die Person, also die Frau, Anzeige Bro, machen. man kann auch Namen nennen. Bro. Ja. Das ist ja auch öffentlich und so weiter, gell? Dann geht das Opfer von dem Anzeige machen. Und die Spurensicherung oder die Person, die den Fall annimmt, die machen einfach keine Untersuchung in ihrem Vaginalkanal. Weißt du, wie viele Fälle hat es in dieser Sache, Bro? Weißt du, wie viele hat es gehabt? Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Aber was ich Schau jetzt. kann sagen Ja. dazu, ja. Sorry, sag du. Was ich kann sagen dazu ist, ich habe von vielen Frauen gehört, wie sie sagen, sie gehen eine Anzeige machen, wie zum Beispiel es gibt eine Kollegin aus Winterthur, da hat ein ZHW-Professor, Dozent, was auch immer, sie auf der Straße in Winterthur angemacht. Mhm. Und zwar so berührt, an Stellen sexuell übergriffig gewesen. Und ihr Der gesagt, Lehrer, ja. ja, Dozent. Komm raus, mach, weißt, so, komm zu mir und bla bla bla. Und sie hat gesagt, nein, weißt, lass mich in Ruhe, hat ihn weggestoßen. Dann geht sie zu der Polizei und die sagen dir einfach, ich kann mir nicht glauben, dass der Professor das macht. Und ratet ihr ab. Und ich höre so viele Frauen, dass sie Kann man die abraten, auf eine Liste nehmen und dann einmal im Jahr in einen Cage schicken mit 10 schwarzen Bären? Und dann sage ich rate davon ab, in den Cage gehen, aber jetzt bist du schon mal drin. Das ist einfach genau das, so viele Frauen sagen mir dann so, ja, ich traue mich gar nicht eine Anzeige zu machen, weil ich fühle mich nicht ernst genommen. Ja. Und da musste ich jetzt einfach mal fragen, so, wie kann das System so krass fehlen? Und ja, und es hat uns mal einer geschrieben, hey, ich höre euch nicht mehr zu, weil ihr hatet immer Polizisten. Das kann doch nicht sein. Und da sagen wir es auch wieder. Jeder, der Polizist ist, muss einfach ein absoluter Nuttensohn sein. Wie kannst du das machen? Von mir aus... Also weißt du, vor allem, ich verstehe ja, dass bis zu einem gewissen Grad Polizisten so unter sich oder untereinander sich in Schutz nehmen und so. Aber so etwas in Schutz nehmen, stell dir vor, das ist eine Tochter, Mann. Bro. Ja, auch wenn nicht. Also weißt, ich Also, meine, weißt, wieso muss man überhaupt das Argument bringen? Aber stell dir vor, es könnte deine Frau sein das spielt doch durchspassen. keine Rolle, Bro. Es geht einfach darum, so... Es ist ein verdammter Staatsapparat, oder? Und es ist da, damit Leute sich anscheinend sicher fühlen. Ja. Aber ja. Also, noch kurz, ich habe jetzt da ein paar weitere Details, ich habe gar nicht gewusst, aber der Anwalt hat der sie in die Wohnung gerufen hat und nachher sie verprügelt hat, unter anderem auch mit dem anderen, nach einem Bericht vom Schaffhauser Radiosender Munot Ja. sollte der Anwalt im April 2022 von der Aufsichtsbehörde über Anwaltswesen als ungeeignet eingestuft worden sein. Mhm. Sie schreiben zusammengefasst, erscheint es fraglich, ob er aufgrund von seinem Verhalten die Vertrauenswürdigkeit aufweist, die ihm vom Rechtsstaat sowie von der rechtssuchenden Person in seiner Funktion als Rechtsanwalt entgegengebracht werden. Und dann steht auch, der Anwalt soll zuvor bereits einen Polizeiangehörigen belästigt haben. Er habe versucht, den Mann mit Nachrichten via Messenger-Dienst und anderen sozialen Netzwerken zu kontaktieren und habe erst damit aufgehört, als er von der Schaffhauser Polizei ermahnt wurde. Die genauen Hintergründe, wieso der Anwalt unbedingt den Kontakt suchte, sind unklar. Zudem wurden weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfach übermäßiger Alkoholkonsum sowie unangemessenes Verhalten gegenüber Personen vorliegen. Was für Art Anwalt ist er? Hurensohn. Unter anderem erschien er offenbar auch betrunken vor Gericht. King. Gemäß Bericht soll ebenfalls in dieser Zeit eine Strafuntersuchung wegen Anstiftung zu Körperverletzung vorgelegt haben. Ja, Damit kommt die Schaffhauser Nachrichten zum Schluss, dass die Behörden zumindest seit April 2022 über das angebliche Fehlverhalten des Anwalts Bescheid gewusst hätten. Bis heute sei jedoch eine Aberkennung des Anwaltspatents nicht veranlasst worden. Die Redaktion des Radiosenders Mundo hatte die Aufsichtsbehörde mit den Vorwürfen konfrontiert. Diese verwies jedoch auf das Amtsgeheimnis und nahm deshalb in diesem konkreten Fall keine Stellung. Geil. Ey, geil. Ja. Geil, dass so etwas passiert.
Geil, dass vorwärts kommt. So geil. Aber ja, das passiert halt momentan so auf der Welt, gell? Ey, es ist immer traurig. Und ich glaube, ich weiß nicht, also Hörst du True Crime Podcasts? ich habe mal mit meiner Freundin, wo ich sie zum Geburtstag gefahren habe, also so für ein Weekend auf Italien, hat sie so, komm los, ich liebe das so fest und so. Wie heißt er? Mordlust? Ja. Hey Bro, alle Leute, die das hören, die sind gestört, Mann. Das ist crazy, gell? Die sind gestört. Nein, warte, los mal, die sind gestört. Ich habe das gelesen und die sind krank im Kopf. Ich habe das gelesen und die Leute sagen, ich höre das zum Einschlafen. Bro, Dort wird beschrieben, wie ein Hurensohn versucht, das Kind zu vergewaltigen. Wow, Bro. Und die sind dort und die sagen so, ja Mann. Also ich verstehe, dass es so etwas Krasses ist, so weißt du, Mordgeschichten hören und so, aber es hat Grenzen, Bro. Es hat ja so einen absoluten Hype. Also Also ich verstehe es einfach. Also eben wenn du zum Beispiel keine so Gang-Sachen und Raubüberfall und Schlägerei und irgendwelche Sachen, weißt du, so Action, irgendetwas, aber Vergewaltigung und so weiter. So ja, ins aber das ist, Detail halt, gehen. also das ist halt die Realität. Ich weiß, aber ich muss doch nicht hören, wie ein Hurensohn versucht, das Kind vergewaltigen. Ja, aber das ist eben das Ding, Bro. Die Menschen lieben Leid. Darum haben die Podcasts so viel Erfolg. Menschen lieben Leid. Das ist, also ich habe das gelesen, weißt du, und nach einer Folge gesehen, weißt du, ich habe jetzt den Gefallen gemacht, so, um die Folge zu hören. Aber es muss, also wirklich muss null sein. Vor allem so faire Stimmung. Nein, null, wirklich, null. Ich verstehe es eben auch nicht ganz. Ich habe fast ihnen schreiben, so, hey, sind die eigentlich krank und gestört? Aber sie machen mad Cash, man. Anscheinend, ja. Sie machen mad Cash, es mit ist dem, ich weiß nicht. Neben der Unterhaltung ist das eigentlich der Podcast. Sie haben eine Tour angekündigt. Die Podcast-Kategorie. Sie haben eine Tour angekündigt und sind einfach kurz und wenig durchgezogen in Zürich. Ausverkauft die paar Minuten. Krass. Es ist ja die Podcast-Kategorie, also Crime, wo nach Unterhaltung, glaube ich, am krassesten abgeht. Mittlerweile machen so viele Leute einen True Crime Podcast. Das wäre ein weiser True Crime Podcast. Aber auf jeden Fall, das habe ich gefunden. Also ich höre keinen Podcast. Mhm. Außer will jetzt Katar so ihren weitermachen, dann fix. Aber sonst ist nicht so mies, muss ich ehrlich sagen. Aber das. Denkst du würdest unseren Podcast hören, wenn es nicht du wärst? Ich glaube schon, ja. Ja? Ja. Fix. Ich wäre aber, glaube ich, zu einer, der vielleicht nicht jede Folge würde hören. Ja, ich glaube auch nicht. Aber ich würde hören, sicher. Ich will es kennen, ich will es hören. Gut, apropos True Crime und Körperverletzung. Es gibt einen Menschen, dem würde ich gerne Körperverletzung antun. Mhm. Oder ich würde mir wünschen, dass ihm irgendjemand Körperverletzung antut. Mhm. Wer ist das? Also, schau. Stell dir mal vor, du hast eine eigene Wohnung. Also du ziehst in eine Wohnung ein. Mhm. Die Lage ist super, sie ist schön. Teilbox der Stadt. Es ist an einem Ort, wo du gerne bist. Und jetzt gibt es etwas, wo das alles versaut. Was könnte das sein? Nachbarn. Ein fucking nerviger Nachbar. Ja. Jetzt, zum Beispiel Stadt Bern ist ja bekannt für viele Sachen. Und etwas davon ist Menschen, die Coiffeur hassen. Oder? Und die linke Szene in Bern gibt sich auch sehr viel Mühe, um merken, dass alle merken, dass sie links sind. Ja. Oder? Und jetzt die Nachbarin, der Nachbar von meiner Freundin ist ganz ein spezieller Mensch. Der Mensch, wo du anschaust und weißt, an dem will ich nicht schmecken. Mhm. Checkst du? Mhm. Typ von Mensch, der wahrscheinlich früher Goa Stäbli hat in der Hand, weißt du, So am Bahnhof Barfuß gelaufen ist mit den Stäbchen. Genau, ganz genau. Und die Zipfelpulli, weißt du, Jetzt musst du dir vorstellen, der Typ, der ist ein Theatermensch. Okay. Also der spielt Theater. Ja. Und was er amigs macht, bis am Abend um 11, 12 amigs tun sie vor der Tür, und das ist Stadt Bern, Bro. Stadt Bern. In seinem Weg zu der Tür, da vor der Tür einfach im Hof, also mit Hof meine ich, es ist eine Straße und dann ist gerade die Hauptstraße dort.
tut er eine Feuerschale an und nachher singen sie am Abend. So Feuer machen und nachher singen sie mit Gitarre und so. Bis am Abend um 12 Uhr. Okay. Checkst du? Die Art von Mensch. Gut. Jeden Abend, ich töne wie so ein 50-Jähriger, aber jeden Abend stinkt es abartig grusig nach Gras. Und jetzt kommt das Geilste. In dem Haus hat es einfach Ratten. Im Stegenhaus, Bro. Es hat einfach Ratten. Okay. Plus, er hat oben im Dachstock hat er so ganz viele Kleider, die er für Theater braucht. Das hat er als Lager benutzt. Für seinen Fundus oder so. Das ist einfach eine Mottenplage dort oben. Alter. Das ganze Haus ist voller Motten. Also oben, es hat Ratten im Haus. Der Typ und seine minderjährigen, also nein, nicht minderjährige, aber seine komische junge Frauen sind dort. Sie singen mit der Gitarre, machen Feuer vor der Tür, als wären sie im Wald. Und irgendwie bis jetzt ein bisschen nach Sekte. Es ist sehr komisch. Und jetzt wollte ich dir noch etwas zeigen. Und zwar bin ich letztens draußen laufen und nachher sehe ich einfach, ich erinnere mich daran nachher, in diesem Video das reinschneiden. Aber das da habe ich gesehen. Beschreib uns bitte schon, was du siehst. Du die Adresse nicht vorlesen. Ja, also zuerst habe ich gedacht, what the fuck? Und jetzt würde ich sagen, es ist einfach irgendein komisch handgemalter Mandala-Style-mäßiger Flyer, den man selber gemacht hat. Genau. Er hat Geburtstag gehabt. Wie alt ist er geworden? 6, Bro, die Sterne und all diese Sachen. Und Bro, du musst dir vorstellen, er hat Geburtstag. Mood DJ Moves. Und er hat eine Party gemacht bei sich daheim. Und halt mit Konzert und DJ. Und jetzt, wenn du den Flyer genau anschaust, siehst du also Sternchen drauf gezeichnet und oben links siehst du ein Einhorn oder ein Pferd oder so. Dann unten rechts siehst du so einen Schmetterling. Ja, das habe ich auch gesehen. Und aber Ameisen eigentlich. Oder Ameisen, ja. Checkst. Und dann da unten hast du das da gesehen. Goldige Kleppband. Ja, genau, ja. Jetzt stelle ich mir vor, wie die 3 Hippie-Gespenstchen da oben sind und jeder zeichnet einen Teil von dem Flyer. Ja, voll. Weißt du, zeichnen, Mach du das, ein Hörli, nachher gehst du weiter Ja. und du zeichnest immer das Gleiche. Bro, also erstmal 2024. Was ist so schwierig an einem Drucker benutzen? Und meinst du es eigentlich ernst? Also das war für mich dort, wo ich gefunden habe, da hört es wirklich auf. Dani, hier oben. Nein, Bro, also Hier oben. bitte. Was willst du mit so einem Nachbar machen? Nee, Bro, wenn er mich stresst, dann machen wir es rot. Aber ich finde das so ein lustiger Flyer. Für mich ist es so mehr Kinderarbeit. So wie ihr macht, dafür kommen wir kein. Fair. Was ihr wollt über. Vorher hast du etwas erzählt, ich habe es dazu sagen, aber heute ich wieder ausreden lassen. Shit, Alter. Was haben wir vorher gehabt? Bevor du die Geschichte ausgepackt hast? Du hast das Thema aufgemacht mit der Schaffhauserin. Nach einem True Crime Podcast. Ja, das könnte sein. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich kann wahrscheinlich irgendetwas sagen betreffend True Crime Podcast, aber ich weiß nicht mehr. Hörst du andere Podcasts? Hey, ich höre ja nicht mal unsere eigenen. Und ich meine, du hörst ihn auch nur wegen der Zeiten. Ja, weil jemand muss machen. Weil jemand muss machen. Ja. Ich habe lange probiert, Podcasts zu hören, aber ich glaube, mein ADS ist zu schlimm. Eben, das ist so, für mich ist es so schwierig zum Aufnehmen. Aber weißt du, was ich liebe? Sherlock Holmes Podcast. Hörbücher. Okay. Wenn ich Auto fahre, liebe ich es einfach so, die Sherlock Holmes Geschichten hören. Oder zum Einschlafen. Wenn ich Auto fahre, hoffe ich einfach, dass ich am Ziel ankomme und allen nicht gut geht. Ich meine, wenn ich auf Bern fahre, 1,5 Stunden mit dem Auto. Perfekt, Bro. Sich die voll gönnen. Spannend, weißt du? Oftmals ist es wirklich auch spannend. So, wer ist der Mörder? Aber ja, sonst im Fall. Also, ich habe eine Zeit lang den Bild-Podcast gelesen. Da mit Geschichten und was Bild? weiß ich. Ich glaube, Bild. Oder Bild? Oder Welt. Ah, Welt, okay. Welt. Welt wahrscheinlich, ja. Den habe ich noch geil gefunden. Aber sonst,
Im Fall wirklich nicht. Ich würde auch nie Podcasts hören, Alter. Ich finde es so schlimm. Ja, ich habe einfach ich habe jetzt noch keinen Podcast gefunden, wo irgendwie. Also ich suche jetzt nicht aktiv nach etwas, aber wirklich der einzige, wo mir mal auf meinen Screen gekommen ist und der mich gepackt hat, ist eben, ich habe immer wieder Katar und Session hier. Schade, haben sie aufgehört, schade, machen sie weiter. Aber Weißt du, wäre etwas was für so dieses Problem ist? Wahrscheinlich von dir auch. Wann hast du das letzte Mal ein Buch gelesen? mich 22 wahrscheinlich oder 23. Ich meine, es gibt ein Buch, also ich habe wirklich viele Bücher daheim, die einfach auch verstauben. Es gibt ein Buch, das ist fast in 23, sorry. fast in jede Ferien mitgekommen, wo ich war. Ja. Ich habe keine Ahnung, um was das Buch geht. Ich habe es einmal mitgenommen, aber ich weiß, was ich mitnehme, aber ich lese immer nur so. Am Schluss der Ferien habe ich nur 5 Seiten gelesen. Aber ich Welches Mensch? wenn man am Strand geht und so. Es ist so ein kleines Buch, Bro. Ja. Kaffee am Rand der Nein, es ist so mehr so. der Alchemist. Nein, es geht vor allem so was ist es gewesen? Bro, um Kommunikation geht es, glaube ich, vor allem. Mhm. So, keine Ahnung. So, wie kannst du. Weil, Bro, du weißt ja, einmal, wenn ich rede, Bro, bis ich auf den Punkt komme, geht es 3 Folgen. Ja, das stimmt. Und deswegen, so ein bisschen wegen dem. Direkt kommunizieren. Ja. Ja, also direkt kommunizieren, einfach kommunizieren. Aber weißt du, das ist nicht nur so, irgendwie, wenn du kommunizieren kannst in das Buch, sondern das sind auch simple Sachen, wie zum Beispiel, hey, angenommen, du willst Lohnerhöhung, blöd gesagt, achte auf das vielleicht. So. Ja, check. Oder, So Self-Help. genau, Psycho. angenommen, du willst etwas Heikles ansprechen irgendwo. So, das sind die wichtigen Sachen. Check. Aber das habe ich jetzt auch schon lang nicht mehr aufgemacht. Und das kann letzte eben Buch, das ich so durchgelesen habe, ist halt das vom Ibra gewesen. Und dann Iluma, den habe ich auch gelesen. Ja. Das Ding Also, ist. genau. Nein, das Ding ist, ich bin jetzt bald 30, Bro. Mhm. Oder? Und ich würde sagen, ich bin Darum kognitiv. fühle ich einfach, Bro. Ne, was? Darum fühle ich einfach, Bro. Weißt du nicht mehr? Aha. Darum. Du bist bald 30. Ich habe das Gefühl, ich bin kognitiv jetzt nicht ein eingeschränkter Mensch. Mhm. So, ich habe das Gefühl, mich interessieren kulturell auch viele Sachen. Mhm. Also zum Beispiel, ich bin oft in der Filmklasse, wo wir in der Filmtheorie sind. Und nachher reden die Leute von irgendwelchen französischen Regisseuren. Und ich meine, ich check das nicht. So kulturell bin ich jetzt auch nicht veranlasst. Aber grundsätzlich interessiert mich auch sehr viel. Aber ich schaffe es einfach nicht, das Buch zu lesen. Ich bin ein Buch am Lesen, das richtig geil ist. Einfach ein Star Wars Buch. Ja, ist geil. Es ist einfach so eine Geschichte von Star Wars, wo es Geil. nicht als Serie oder Film gibt. Um was geht's? Hey, um so 2, die für das Imperium arbeiten und dann langsam merken, dass das Imperium gar nicht so gut ist. Aber es hat mich völlig genommen, Bro. Linke Türke. Und ich meine einfach damit, vielleicht bin ich massiv dumm oder ich habe wirklich ADS des Grauens. Ich weiß, ich kann. Ich muss immer die ganze Zeit irgendetwas. Und wo ich mein letztes Training hatte, Alter, ich bin in Orel Füssli und gab es auch einladen. Und habe einfach Bücher genommen, die so vor allem so halt um dich selber geht, wenn es dir gut geht, lesen ein bisschen, weißt du, so Sachen, weißt Schmerz verarbeiten und so Hast weiter. du mal überlegt, Andrew Tate Podcast hören? Voll, ja. Und ich halt also, ich habe 3-4 Bücher gekauft und die sind wirklich sehr gut. Und dort, wo es mir richtig trash gegangen ist, so wegen dem, habe ich müssen irgendwie eine Routine in den Alltag bekommen. Ich habe schnell gemerkt, ich kann nicht die Heime vergammeln, weil dann gehe ich kaputt. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, so halt, ich sage, ich tue jetzt mindestens 1 Stunde spazieren am Tag. Und irgendwann habe ich einen Spot gefunden, wo ich immer gehängt habe. Das war Winter. So. Und ich so, weißt du was, der Spot ist sehr angenehm, es ist nie jemand da, es ist Winter. Ich nehme mir einfach ein Buch mit und lese da. Geil. Bro, Leute, die draussen ein Buch lesen, ihr leset nur, damit andere Leute sind, dass ihr ein Buch lesen. Wie Leute, die im Zug Buch lesen. Es ist maximal unschuldig, draussen ein Buch lesen, Bro. Ja. Es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Aber, weißt du, was hure geil ist? Das ist für mich die Entdeckung des Jahres. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät, aber E-Book-Readers. Keine.
Ich weiß habe nicht, ich habe das Feeling von so Buch und Seiten und so. Es hat auch eine Bibliothek gebraucht und so, ich weiß nicht. das liebe ich, das stimmt. Aber ich lese jetzt, ich habe mir eben vorgenommen, nicht mehr im Bett die ganze Zeit Serie schauen. Mhm. Sondern vor dem Schlafen immer eine halbe Stunde lang noch schnell mit dem E-Book wieder etwas lesen. Ja. Und es tut mir wirklich gut. Ich sollte eigentlich auch weiterlesen, weil ich habe sehr viele Bücher gehabt. Ich habe nachher, weißt, also ich habe jedes von diesen Büchern, ich habe etwa 4-5 Bücher gehabt, die mir für die Zeit ein bisschen cool fand. Und ich habe jedes, glaube ich, max 10-15 Seiten gelesen. Immer geil. Und das Gleiche habe ich auch mal gehabt. Ich bin mal so mutig, so, ich habe richtig Lust zum Lesen. So richtig Lust. Mhm. Dann bin ich in die Physik gegangen und habe 3 Bücher gehabt, die mich so gepackt haben so vom Lesen. Genau das Gleiche. 25 Seiten gelesen und der Rest. Und eigentlich müsste ich. Das Gute ist, ich habe jetzt Bücher daheim und ich weiß, ich könnte sie von null wieder anfangen. Wenn ich lese, ist etwas daheim. Aber es muss die Lust kommen zum Lesen. Das ist eben das. Das Problem ist, Bro, ich glaube wirklich, ich bin transracial. Ich glaube, ich bin ein Fucker? Sagt man das? Nein. Ah, okay. Ich glaube, ich bin ein Kurd, Mann. In einem Schweizer Körper. Also ich denke, ich bin ein kleines weißes Mädchen im Körper von einem Du bist, also, grossen... fair. Du bist ein White Girl in einem kurdischen Körper. Darum sage ich bin transracial, Bro. Wie zum Beispiel, weißt du, was für Bücher ich gelesen habe? Ich habe alle Harry Potter Bücher gelesen. Was voll okay ist, ja. Ich habe alle Twilight Bücher gelesen. Okay. White Girl. Dann habe ich als kleiner Bub, also natürlich also Dragon Ball und all das Zeug, Ja. Vorsicht, bissig, Girls Club oder so ein Scheiß habe ich mal gelesen. White Girl. Country. Und nachher, dieses Buch ist verboten für Mädchen. Nachher das. Wenn ich lese, finde ich vielleicht keine Sieberoi. White Girl. Also wirklich so viele Bücher habe ich gelesen. Also in meiner Jugendzeit habe ich wirklich so viel gelesen, Bro. So viel. Und jetzt als Abschluss noch eine schöne Geschichte. Weißt du, wieso ich so viel gelesen habe? Ist ein Match? Nein. Nein. Weißt du, wieso ich so viel gelesen habe? Weil du für dich bist. Okay, cool. Nein. Ah, Also ja, vielleicht auch. also Aber der nein. Grund, wieso ich anfangen habe zu lesen, Wieso? los jetzt. Und das ist ganz eine wichtige Message, die jetzt kommt. Botschaft. Ich bin 80 gsi. Ich bin mit meiner Mutter in den Zoo. Auf dem Weg zum Zoo haben wir aufs Tram gewartet. Wann ist deine Mutter letztes Mal Tram gefahren? Nee. Wirklich so lustig. Meine Mutter ist vielleicht zweimal in ihrem Leben Tram gefahren. Oder einfach, wahrscheinlich, keine Ahnung, früher, wo sie noch kein Auto hatten und das türkische Konsulat haben müssen Ja. etwas machen. Aber sonst, ich habe meine Ganz Mutter verwirrend für meine Mutter. vielleicht 1 oder 2 Mal gesehen. Max. Wenn überhaupt, ich habe Mühe, ja. Wie alt ist es? Was bin ich am sagen? Ah ja, genau. Auf dem Weg im Zoo sind wir gewesen. Und nachher ist dort, ich bin 80 gsi, ein Punk gehockt. Also kariert rote Hose, rot-schwarz karierte Hose, Irokesenschnitt. Und der ist dort gehockt und der hat einen Coop oder Migros-Sack gehabt, ich weiss wirklich noch vor meinen Augen. Und in diesem Sack drin hat er so 30 lustige Taschenbücher gehabt. Kennst du die noch? Mit Mickey Mouse, Donald Duck. Ja, wahrscheinlich, ja. Weißt du nicht mehr? Pro 100 Pro, aber ich kann es jetzt also sicher, ja. LTB, das sind so dicke Comics gewesen mit den Enten. Wahrscheinlich schon, ja, fix. Donald Duck kennst du? Ja, 100%. Und dann bin ich neben da angeguckt, während er das gelesen hat, und dann so auf ihn geschaut. Und er hat mich so ein bisschen mitlesen. Und der ist vielleicht, als 8-Jähriger, weißt du nicht, ob jemand 20 ist oder 50, weißt du so. Der war irgendwo in dem Alter gewesen, ich glaube wirklich so vielleicht 20, 25, vielleicht 30, keine Ahnung. Alles darüber wäre ein bisschen weird gewesen. Ja. Aber ja. Und dann ist sie ins Tram gekommen und ich habe das mit ihm mitgelesen, weißt du. Er ist aufgestanden, hat in den Sack hineingegriffen, hat mir einfach ein Buch geschenkt. Ja. Lustiges Taschenbuch. Ja. Und ab dort habe ich jeden Tag so eins wollen. Ich habe die gelesen, wie blöd die Comics. Ich habe immer meine Mutter gefragt. Dann sind wir amigs zu dem Secondhand-Store. Die haben noch alte gehabt, für 50 Rappen ich kaufen, für 2 Franken ich kaufen. Dann meine Mutter immer, wenn wir irgendwo angefahren sind, hat sie mir gesagt, du darfst einmal, jedes Mal, wenn wir in die Tankstelle gehen, darfst du ein Buch kaufen. Und irgendwann haben die gewechselt. Und auf einmal sind sie teuer geworden, 7,90 Franken für so ein Buch. Und für uns war das mega ein Struggle, weißt du? Ja, sicher. Aber ich wollte sagen, weil der Punk dort, der junge Typ mir das Buch gegeben hat, hat sich einfach mein Leben verändert und ich habe angefangen zu lesen. Schade, dass ich kein Buch gegeben über Bitcoins. Aber checkst du, was ich meine? Ja, ich weiß, ja. Wie schön das ist,
Wie so eine kleine, Geste, ja. gute Geste ein Leben von einem Kind verändert. Bro, und jetzt kannst du dir vorstellen, wie wenig es braucht, um ein Leben von einem Kind auch zu zerstören oder halt hässlich machen oder prägen, negativ. Und so. Deswegen immer lieb sein. Ja. Und jetzt sind wir auch am Ende von der heutigen Folge angekommen. Willst du etwas sagen? Zum Abschluss? Zum Abschluss? Zum Abschluss. Das ist ein gutes Wort. Die mal abschuten. Das ist ein geiles Wort, Bro. Die mal abschuten. Fertig. Abschuten. Stopp. Ich wollte einfach sagen, schön, habt ihr zugelassen. Danke euch vielmals und ganz eine schöne Woche. Ganz schöne Woche. Stream, kurz Humor auf Join. Jetzt. Das ist kurz und